Unsere Geschicht. Unsere Geschicht wird angefertigt von George Rempel in Winkler, Manitoba. George Rempel ist selbst in Mexiko geboren, abgewachsen, ist durch Jahren Schullehrer gewesen. Dann hat er Jahren in Manitoba in Kanada gewohnt, wo er die Mennonitische Lehranstalt MCI in Gretna besucht hat und Kurse genommen hat. Und dann für Jahren in Elmer, Ontario, geschafft hat mit Dokumentation-Arbeit in der MCC für die Mennoniten, wird von Mexiko nach Kanada tragen. Einer von uns, die wir in Mexiko geboren, abgetroffen und waren nach Kanada getroffen sind, die Geschichte selbst mitbelebt und wieder utstudiert hat und nu hier weitergeeft zum über Luftwahlen schicken. Das ist Geschichte Nummer 7. Ich bin Herrn Rampel und ich wünsche Ihnen einen guten Empfang. Wir wollen uns von der noch mehr vertellen, von wo dort Anfang immer klarer zu werden, dort die Mennoniten wohl ihre private Schoolfrieheit in Manitoba und Saskatchewan verlieren würden. Im Mai 1907 verlangte die Manitoba-Regierung, dass alle Public-Schulen in Manitoba die britische Union Jack-Flagge abstellen sollen. Das verursacht 11 mennonitische Public-Schulen zurückzugehen nur ihre private Schulen. Und sogar Heinrich Evert, der Gretna Lehrerschulprinzipal, und andere mennonitische Lehrer feilten, dass das der Anfang wäre von Militärfreiheit verlieren in Kanada. Dann der Manitoba Premier Roblin sprach sich über die Mennoniten ihre Opposition zu dem Flagabstahlen so aus. Er sagt, ich denke, ein Mann, der aus einem anderen Land herkommt, seine Lebenslage hier zu verbessern, und dann sich wehrt, unsere Flagge zu verherrlichen, und seine Kinder nicht will lassen, britisch patriotisch worden, dort ist ein Mann, der hier nicht gewünscht ist. Wenn der Premier sich so ausdrückt, dann ist es gut zu verstehen, dass das neue Schulgesetz, was verlangt, die Flagge abzustellen bei jeder Public School, dass die wehrlosen Mennoniten in Manitoba und Saskatchewan sehr besorgt werden über ihre Militärfreiheiten in Kanada. Und nicht nur Oldkolonien und Sommerfelder allein, aber auch die Bergtäler und Bredergemeinden und die Kleingemeinden. Heinrich Evert, der Principal und Lehrer, war in der Lehrerschule in Gretna, die war auch der Editor von der Mennonitischen Zeitung, der Mitarbeiter. Als Evert erfuhr, was Manitoba Premier Roblin gesagt hat, dann schrieb er einem Mitarbeiter, dass er befähigt, die Flagge über mennonitische Public Schulen zu pflegen zu haben. Dort wird an ihre jungen Menschen einen militärischen Geist erwachen, und das wird mit der mennonitischen Wehrlosigkeitslehre im Konflikt kommen. Über diese Sache wird noch viel geredet und geschrieben. Viel zu viel, um hier alles zu vertellen. In vielen Public-Schulen und mennonitische Dörfer gingen durchweg Träg nur ihrem privaten Schulsystem. Von hier an wird alles sehr politisch, besonders in den Kriegsjahren von 1914 bis 1918, als in ganz Kanada so viele junge Männer als Soldaten angetroffen wurden, und die Mennoniten ihre jungen Männer nicht brauchten als Soldaten dienen. Die kanadische Menschheit wird gegen alles, was Deutsch war, weil Kanada gegen Deutschland Krieg führen hat. Im Jahr 1916 hat die Manitoba-Regierung nicht mehr einen mennonitischen Schulinspektor für die Mennoniten ihre Public-Schulen. Der Schulinspektor war nur ein Mann mit dem Namen Weidenhammer, aber er hat seinen deutschen Namen geändert nach Willows. Als Willows Ende vom Schuljahr 1915-1916 seinen Bericht aufgab, von wo die Mennoniten ihre Public-Schulen standen, dann schrieb er am Ende von diesem Bericht auch noch so. Und der Kartitzer und Rheinländer ihre Privatschulen wird nicht ein Wort Englisch gelehrt. Da wird überhaupt meist nicht von irgendwas gelehrt. Aber dort
Willows dort an seinem Bericht sehr überdreven hat, mit seinem Urteil über Rheinländer und Kartitzer Schulen, dort sehe ich an, was ich hier nu mal erst vertalen will. Euer wie noch wieder vertalen, von wo dort eigene Schulen haben und eigene Sprach für unsere Vereltern in Kanada zum Eng zu kommen scheint. Wir hatten am Dorf Kroonskaart auf der Manitoba-Kolonie bei Quoctemoc, Chihuahua, mal Nobasch, die heeten Obram Vincent. En ons Noba vertelde mir mal, dat hij in Rosenort, Manitoba, naar school gegaan was, wo een Franse Woordje Duitsschullehrer geweest was. En hij zei dat we een zeer goede leraar. Die had immer einmal in jeder Werk dat biblische Geschichtbuch gebracht, um seine Schulkinder helfen, verstanden zu lehren, was sie lesen. Die meisten von uns kennen auch dort biblische Geschichtbuch, weil zu unserer Zeit an der meisten Heime wenigstens ein so ein Buch war. Das Buch, so sieht uns Noba, hat Lehrer Zawadzki an seine Schule so gebracht. Er hat seine Schüler jeder Werk vorhergesagt, wo eine Geschichte er mit an das nächste Mal durchnehmen würde. Und dann hat er an angespornt, nicht mal die Geschichte im Buch mehrere Mal aufmerksam über zu lesen, aber auch die Schriftstellen, die da angegeben werden, woraus die Geschichte genommen wird, sodass sie würden die Fragen beantworten können, wenn er die Fragen würde. Ohne in ihre Beker die Bibel und das biblische Geschichtsbuch nur zu sein, sollen sie die Fragen beantworten können, die unter der Geschichte stunden, wenn er an die aufhören würde. Und dann sieht uns Noba so. Im Vorjahr kamen 2 Predigers mit dem Schultenamt Taub, unsere Schule in Rosenort und Jaseken, so ist dort immer wart. Und Lehrer Zawadzki frug uns für uns in Schultenamt die Frauen auf, was er für diese Werk gesagt hat, die er fragen wird. Und wie viele beantworten die sehr gut. Als Schule ausgemerkt war, dann hatten die uns Lehrer Zawadzki sehr da wir in Ferien genommen, dat hij dort verstanden leren, so sehr evendeid mit seinen Schülern. Die Oms hatten ihm gesagt, die gratis Schulkinder übertrafen je uns Oms. Die beantworten je so eine Frauen, die wir nicht einmal beantworten können. Aber Lehrer Zawadzki hat sich alles sagen lassen, ohne dass er sich verteidigt hat. So hat Obram Wiens sein Vater am Lothar mal vertalt. Wieder sieht uns Noba, hat sein Vater am vertalt, dat Schultenamt hat aus der Oms nach Hause gefahren werden, Lehrer Zawadzki gefragt, warum lässt du die so viel sagen, ohne die zu verteidigen? Du wirst die doch gut zu verteidigen. Aber Lehrer Zawadzki hat angesagt, warum die Jäger nicht verteidigen? Die wüssten die doch auch gut zu verteidigen. Und dann wären Lehrer Zawadzki und das Rosenortsche Schultenamt sich einig geworden, zu abends nur de Oms handzufahren und sich dafür an zu verteidigen. Und zu sagen, dass sie an ihrer Schule doch mal so lehren, als Gottes Wort dort verlangt. Ich habe diese Geschichte, die mir Noba mir vertalt, viel kürzer vertalt, als sie mir die vertalt. Aber ich glaube, ich habe den Inhalt davon hier weitergegeben. Ich kann hier noch viel mehr von diesem Lehrer Franz Zawadzki vertalen. Aber das lässt wir doch wohl am besten auch für ein anderes Mal. Diese Geschichte sagt mir am wenigsten 3 Dinge. Die erste, wenn die meisten altkolonische Schulen in ihre 40 Jahren in Manitoba auch all weiter weit raufgekommen wären, dann ist hier in dieser Geschichte aber Beweis dafür, dass wenigstens in einigen altkolonische Schulen doch noch viel gelehrt wird. Und dort Inspektor Willows sein Bericht über altkolonische Schulen falsch war. Lehrer Zawadzki war zu der Zeit zwar ein gewöhnlich guter Lehrer among altkolonische Schullehrer, aber er war nicht der einzige gute Lehrer. In dieser Geschichte ist auch klarer Beweis dafür, dass die uns beter lehren und erdreckten. Wenn das auch recht ist, dass Christen ihre Kinder nicht ganz einfach sollen von weltlichen Regierungen
nur gut denken und gerechten loten. Dann ist das aber doch ganz unrecht, wenn jährliche Leiders ihre eigene Schullehrers bemühen und drecken, wenn die ihre Kinder durch gute biblische Geschichte die Bibel verstehen und lernen wollen. In dieser Geschichte ist auch klarer Beweis dafür, dass es manche Ölkolonien noch 40 Jahre ohne Dreckung noch immer viele Eltern gibt, die ihre Kinder jeden bessere Schulbildung geben wollen, trotzdem ihr Lehrdienst all so lang besser lehren und gedreckt hat. Diese 3 Dinge muss wir beim unsere Geschichte vertalen, von Anfang bis Ende in Betracht nehmen. Denn das ist ein edles Ding, wenn Christen ihre Kinder nicht mehr säkulären und gerecht wollen lassen zu Teil worden. Aber das ist nicht ein edles Ding, wenn jährliche Lehrer die Eltern und ihre Schullehrer unterdrücken, wenn die sich bemühen, mit den Kindern taub ein gutes Bibelweiten anzuüben. Dass wir mitten in den Kriegsjahren aus der Manitoba-Regierung 1916 und der Saskatchewan-Regierung 1917 ein Schuldwangsgesetz mögen, was alle Kinder in ihre Provinzen zwingen soll, in Public-Schulen zu gehen, wo bloß die englische Sprache gelehrt wird. Das neue Schuldwangsgesetz wird dort gemerkt, dass es alle mennonitische Schulen in Manitoba und in Saskatchewan soll aus ihrer Existenz herausdrüben. Nach dem Krieg fängt die Manitoba-Regierung an, daran zu arbeiten, ein neues Schuldwangsgesetz durchzuführen. Das erste Arbeiten sei daran, dass die mennonitische Schulen, die zurückgegangen wären von Distriktschulen nach private Schulen, weiter zu Public-Schulen gemerkt worden. Als sie damals sozusagen fertig wären, dann merken sie einen Zusatz, ein Amendment zu dem 1916 gemerkten Schuldwangsgesetz, wo das obligatorisch mögt, dass alle Kinder in Manitoba in eine ganz englische Distriktschule sein mussten. Das Zusatz zum 1916 gemerkten Schuldwangsgesetz gibt die Regierung die Macht, auch dort ihr Schuldwangsgesetz durchzuführen, wo Mennoniten, was so weit noch nicht hatten, gehen zu bewegen, von ihren privaten Schulen überzugehen nach Distriktschulen. Und dort wären die Kartitzer ihre Schulen auf der Ostreserve und die Ölkolonie ihre auf der Westreserve. Im Jahr 1919 mögte Manitoba-Regierung auf der Ostreserve 11 neue Public School Districts, wo die Kartitzer ihre private Schulen wären. Sie büden durch ihre Public School Gebiete, stellten ihre Schullehrer an und verlangten streng, dass alle mennonitische Kinder in diese Schulen kommen sollen. Und dann im Jahr 1920 mögte Manitoba-Regierung 10 neue Public School Districts auf der Westreserve, wo die Ölkolonie ihre private Schulen wären. Sie büden Public School Gebiete, stellten ihre eigenen Trustees und Schullehrer an und verlangten streng und hart, dass jeder mennonitische Kind in ihre Public Schulen kommen soll. Die Darbesamter, die ihre private Schulen randen, wird noch nicht gefragt. Nicht nur wer als Lehrer für ihre Kinder in der Regierung ihre Schulen angestellt worden soll, und auch nicht nur was da gelehrt worden soll. Alles bestimmt die Regierung. Aber sozusagen alle Ölkolonien schickten auch wieder an ihre Kinder in ihre eigenen Schulen. Und nicht nur die Regierung ihre Public Schulen. In der Familienvaters von so einer Kinder, die nicht in der Regierung ihre Schulen kämen, die werden für Gericht getroffen. Und wenn sie für Gericht kämen und dem Richter nicht versprechen, dass sie ihre Kinder in der Regierung ihre Public Schulen schicken würden, dann spricht der Richter an schuldig und verlangt von an, dass sie eine gewisse Summe Strafgeld tollen. Aber die Ölkolonie, ihr Lehrdienst, seht ihre Brüder, dass sie dem Gericht nicht sollen Strafgelder holen. Und wenn der Familienvater dort vom Richter geforderte Strafgeld nicht bezahlen will, dann verurteilt der Richter ihm zu gewisser Zeit Gefängnisstrafe. Sogar wenn das ein oder ein Prediger wäre.
Aber als die Rechter dadurch scheinbar immer noch strenger wird, wenn sie nicht betonen wollen, dann fangen Familienvaters an zu sagen, ich lot mich da wir nicht einstoppen. Ich betol dann lieber mein Strafgeld. In Saskatchewan ging dort während der Regierung ihr Schuldwang gesetzt, alles kriegt oder meist kriegt so als in Manitoba. Aber in der Ostler Hague-Gegend wird dort mit dem Strafgelder tollen Matten noch viel schwieriger als in Manitoba. Dort tollen viele Familienvaters Strafgelder, was sie ganz uitgearmt werden und nicht mehr tollen können. Und dann traf sich dort, wenn die Polizien geschickt wurden, Strafgelder einzukollekten und der schuldig erklärte Mann kein Geld mehr hat zum Betonen, dann nehmen die Polizien was ab seinem Hof wieder. Pferd, Käse, sogar das Fleisch vom Schlachttisch, wann mal wo Jod zum Winter angeschlacht wird. Und dann verkaufen die Polizien dort, was sie mitgenommen haben, und betolten dem schuldig gesprochenen Vater seine Strafgeldschuld. Wenn das Geld vom Verkaufen nicht taugt, sondern Vater seine Strafgeld ganz zu betonen, dann kämen die Polizien träg und holten noch mehr Sachen und verkauften die. Solange sie genug Geld hatten, dem Vater seine Strafgeldschuld ganz zu betonen. Wenn von her einmal wir wel viel mehr Einzelheiten erfahren von dem Manitoba und von der Saskatchewan Regierung ihrem angeschickten Handeln mit unseren Vorfahren wegen dieser Schulsache, dann rate ich euch, die folgenden 2 Bücher zu lesen. Bill Johnson sein Buch von Ottawa, das heißt Limitations of Freedom in Canada, und Adolf Enns sein Buch von Winnipeg. Sein Buch heißt Subjects or Citizens. Dort ist fast ungeläuflich, wo angeschickt diese provinziale Regierungen mit unseren Vaters und Großvaters umgegangen sind. Beim diese 2 Bücher lesen kann man nicht anders als sich persönlich immer weiter sagen, wenn diese Regierungen halb so entgegenkommend gewesen wären, als provinziale Regierungen in Kanada nu sind, wenn die Leute sind, die ihre Kinder in private Schulen schicken oder sogar Heimschulen haben für ihre Kinder, dann wird bestimmt keiner von unseren Vereinen von Kanada weggetroffen. Aber diese 2 provinziale Regierungen in Kanada und viele, sehr viele Nicht-Mennoniten in diesen beiden Provinzen wären unsere Vereinen gegenüber ziemlich spießig geworden in den Kriegsjahren, weil sie Deutsche wären. Denn das Land Kanada wäre mit Deutschland im Krieg gewesen, wo sehr viele Eltern ihre Jungs haben mussten als Soldaten dienen, und die Mennoniten ihre Jungs haben konnten am Land bleiben und Ersatzdienst tun für ihr Land. Diese provinziale Regierungen hatten scheinbar auch keinen Respekt für die Schoolfrieheiten, die die Landesregierung an die Verehrern 1873 sozusagen für immer gegeben hatten. Unsere Zeit ist allweiter aufgerannt. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von unseren Eltern und Großeltern ihre Erfahrungen mit ihren Schulfreiheiten verlieren in Kanada und dann von ihrem Segen auf Freiheiten im Siedlungsland in anderen Ländern. Also, bis nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.